Blessed to be a blessing. Gesegnet zum ein Segen sein. Hey, und das trifft so gut auf euch als GVC Winterthur zu. Wenn man da auf das Areal kommt und wenn ich da so reinschaue und versuche, euch zu sehen, dann sieht man so viel Zeugnis davon. Von Gottes Segen auf euch als GVC, auf euer Leben, aber auch von dem Segen, wo ihr seid. Und auch für uns als GVC Zürich-Oberland ist es einfach ein mega Segen, mit euch zusammen in der GVC-Bewegung unterwegs zu sein. Und auch wenn das vielleicht euch schon nicht so betrifft, möchte ich euch an dieser Stelle einfach Danke sagen. Es ist ein Privileg, es ist mega schön. Und ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf bei euch und den Abschluss von dieser Serie machen. In den ersten 3 Predigten von dieser Serie haben wir uns auf die Spuren vom Segen gemacht. Was Segen denn überhaupt ist und was es gemäß der Bibel heisst, gesegnet zu sein. Weil so ganz einfach ist es ja manchmal nicht, wenn euch jemand fragt, was ist denn Segen, um das so in ein paar einfachen Worte zu erklären. Und weil oft auch unterschiedliche Vorstellungen ein bisschen in unseren Köpfen drin sind, was denn Segen effektiv ist, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, einfach damit es so richtig sitzt und damit wir vom Gleichen ausgehen in dieser Predigt. Wir haben in dieser Serie gesehen, dass Gott ein Gott ist, der von Anfang an sein Segen gegeben hat und dass die Quelle von allem Segen er selber ist. Wir haben Segen definiert als Gottes lebensbringende und zum Blühen bringende Kraft. Und da gibt es einen Link zu der Vision der GVC, was nämlich heisst, dass Menschen aufblühen können. Das heisst, dass sie gesegnet sind. Wir haben gesehen, dass Segen dort fließt, wo wir mit Gott verbunden sind und unser Vertrauen auf ihn setzen. Und dass dort, wo Menschen den Segen losgelöst von Gott suchen, Konsequenz das ist, was die Bibel als Fluch beschreibt. Mangel, Lebensfindliches, Bosheit oder eben auch Tod statt Leben. Wir haben auch gehört, wie wir durch Jesus gesegnet sind und wie durch den Heiligen Geist die Segenskraft von Gott jetzt in uns lebt und durch uns wirkt. Und letzten Sonntag hat dann Johannes aufgezeigt, dass Segen etwas ist oder dazu bestimmt ist, zum Weitergeben werden. Immer wieder in dieser Serie sind wir auf eine ganz zentrale Bibelstelle zurückgekommen, nämlich dort, wo Gott den Bund mit dem Abraham geschlossen hat. 1. Mose 12 lesen wir das. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Heute geht es um den letzten Teil von dem Vers. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wir schauen an, was das mit uns denn heute zu tun hat. Gott schließt da einen Bund mit dem Abraham, wo er verspricht, dass durch ihn alle Völker von der Erde gesegnet werden sollen. Und das Erste, was wir uns da merken, ist, nicht nur der Abraham selber wird gesegnet, sondern er und seine Nachkommen werden damit zu Gottes Werkzeug, wo er damit den Segen in die ganze Welt rausbringen möchte. Blessed to be a blessing. Und das ist einer von diesen ganz dicken roten Fäden, die sich durch die Bibel durchzieht. 5-mal wird der Segen allein schon im 1. Buch Mose wiederholt. Der Paulus nennt das später im Galater 3,8 ein Proto-Evangelium. Eine Art Vorankündigung schon vom Evangelium. Die Geschichte geht nachher weiter und dann kommen wir zum Volk Israel und auch dort wird deutlich, dass es ihre Bestimmung war, zum Segen für die Welt zu werden. Wir sehen das dann im 5. Buch Mose, kurz bevor das Volk ins verheißene Land einzieht, heisst es dort, oder stellt sie Gott immer wieder vor die Wahl, so wählet den Segen oder wählet den Fluch. Und es heisst dort in Kapitel 4, haltet euch an diese Gebote und befolgt sie, dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk
besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Wo ist ein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute geben? Israel ist berufen, eine Art Modellgesellschaft zu sein. Ein Vorbild für die ganze Welt, was das Leben in Verbundenheit mit Gott anbelangt und was es heisst, von ihm gesegnet sein. Das heisst dann an mehreren Stellen, im Kapitel 28, dann sehen alle Völker der Erde, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Oder in den Psalmen heißt es, alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust. Israel als Volk, als Vorbild, was es heisst, verbunden mit Gott sein, gesegnet sein, damit die Welt an ihnen erkennt, wer der Gott ist und was für ein Segen er möchte geben. So hätte Israel zum Segen für die Welt sollen werden. Was ich an dieser Stelle besonders herausstreichen will, ist, Gott segnet nicht nur Einzelpersonen, sondern er segnet da eine ganze Gruppe von Menschen, ja, eine Gemeinschaft, er segnet ein ganzes Volk. Jetzt haben wir vorher gehört, alle Völker, und jetzt haben wir einfach mal Israel. Das ist noch nicht die ganze Welt, oder? Das ist der Punkt, der sich dann erst mit Jesus erfüllt hat. In Galater 3,14 lesen wir noch, wie der Paulus sagt, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Also durch Jesus, der Same Abrahams, ist der Segen in einer Art und Weise zu uns gekommen, wo er jetzt die ganze Welt soll erreichen. Und zwar bis heute. Und so wie Gott das Volk Israel ausgewählt hat, zum Segen für die Welt zu werden, so heißt das, wenn wir es weiterdenken, dass wir heute als Gemeinschaft, als Kirche, als das erweiterte Volk Gottes gerade so gesegnet sind, zum Segen werden für die Welt. Wir sind heute Gottes Segenswerkzeug, wo der Segen in die ganze Welt soll bringen. Es ist eine grosse Aufgabe. Es ist etwas Gewaltiges, wo Gott da mit der Kirche vorhat. Und ich möchte euch aufzeigen, dass das nicht nur eine Theorie geblieben ist. Dass das nicht einfach eine schöne Idee war von Gott, sondern dass die Kirche tatsächlich zu einem enormen Segen für die Welt geworden ist. Wir machen darum miteinander einen kurzen Abstecher in die Kirchengeschichte. Und wir springen ins Jahr 370 nach Christus. Zu dieser Zeit hat in Kappadokien, in der heutigen Türkei, eine schlimme Hungersnot geherrscht. Die Bevölkerung hat gelitten. Sie sind abgeschnitten vom Meer, haben es nicht so einfach gehabt, zum Essen anzuführen, anzutransportieren. Und in dieser Zeit, in dieser Situation, war es die Kirche, angeführt vom Bischof Basilius von Caesarea, ein reicher Aristokrat, der dann Mönch geworden ist. Und es war die Kirche, die nicht einfach nur predigt hat, sondern gehandelt hat. Sie hat ihr Vermögen genutzt und hat reiche Mitglieder dazu bewogen, ihre Vorratskämmer aufzumachen und Anlaufstellen zu schaffen, wo die Hungernden einfache Mahlzeiten haben können bekommen. So quasi die erste Suppenküche, könnte man sagen. Später hat der Basilius vor den Toren der Stadt einen riesigen Komplex gebaut, der verschiedenste Funktionen in einem vereint hat. Es war gleichzeitig ein Krankenhaus, wo die Kranken angebracht werden und wo sie gepflegt worden sind. Es war Herberg für die Reisenden und Unterkunft für die Fremden. Und es war dann aber auch ein Kloster. Die Menschen haben den Ort Basileias genannt, nach dem Basil, der das erfunden hat. Es war ein Ort, wo
selbst Leprakranke gepflegt worden sind, gewaschen worden sind, versorgt worden sind. Die Basileias, die wird oft als das erste wirkliche Grosskrankenhaus der Geschichte bezeichnet. Und sie ist zum Vorbild geworden für zahlreiche andere ähnliche Einrichtungen, wo daraus schlussendlich die Spitäler, wie wir es heute kennen, entstanden sind. In dieser Zeit, zur Zeit der ersten Kirche, hat es immer wieder Hungersnöte und Seuchen gegeben. Krankheit ist dort oft als eine Strafe der Götter angeschaut worden. Darum hat man Kranke gemieden, ist ihnen aus dem Weg gegangen und hat sie sich selber überlassen, auch aus Angst, man könnte sich ja selber anstecken. Arme und Kranke, gerade besonders, haben oft keine medizinische Versorgung gehabt. Sie sind oft dazu verdammt gewesen, allein zu sterben. Oft sind, gerade während Seuchen, die Menschen aus der Stadt rausgeflüchtet, aus Angst, sich anzustecken, und haben dabei ihre Angehörigen zurückgelassen und sich selber überlassen. Auch da, es sind Christen gewesen, die geblieben sind. Sie haben ihre eigenen Kranken und auch die der Heiden gepflegt und sich um sie gesorgt. Historiker belegen, dass durch das die Überlebensraten der Menschen drastisch gestiegen sind. Aus diesem Grund und natürlich auch noch aus anderen hat sich das Christentum immer mehr verbreitet. Die Menschen sind aufmerksam darauf geworden und haben sich dafür interessiert. Das hat natürlich dem Kaiser nicht gefallen. Und so ist vom Kaiser Julian ein Brief an einen heidnischen Priester erhalten. Und ich lese euch vor, was er in dem schreibt. Er schreibt dort: Warum bemerken wir nicht, dass es ihre Wohltätigkeit gegenüber Fremden, ihre Fürsorge für die Gräber der Toten und die vorgespielte Heiligkeit ihres Lebens sind, die am meisten zur Zunahme des christlichen Atheismus beigetragen haben. Für ihn ist das Christentum ein Atheismus gewesen. Denn es ist eine Schande, dass wenn kein Jude jemals betteln muss und die gottlosen Galiläer nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch die unseren unterstützen, alle Menschen sehen, dass es unseren Leuten an Hilfe von uns mangelt. Also er sagt, es ist ein bisschen blöd, wenn die Christen sich nicht nur um ihre Leute kümmern, sondern auch noch um unsere, und damit auffällt, dass wir ja eigentlich nichts machen für unsere Leute. Und so war es die Kirche, wo die Grossmacht Rom dazu gebracht hat, sich um Arme, um Fremde und um Kranke zu kümmern, und so ist sie zum Ursprung vom heutigen Sozial- und Gesundheitswesen geworden. Ein Segen für die ganze Welt. Und das ist bei weitem nicht die einzige Art und Weise, wie die Kirche zum Segen für die Welt geworden ist. Im Gegenteil, ein Großteil von unseren westlichen Errungenschaften und Werten können eigentlich auf die Kirche zurückgeführt werden. Es war die Kirche, wo sich Kinder angenommen haben, die zum Sterben ausgesetzt worden sind. Etwas, was in der damaligen Zeit ganz üblich war, dass man Kinder, wenn man sie nicht versorgen konnte oder wenn sie nicht ganz gesund sind, irgendwo an den Strassenrand gelegt hat und sich selber überlassen hat. Es war die Kirche, aus der das Recht auf Bildung entstanden ist, wo Universitäten gegründet hat. Und auch die Verschriftlichung von der Sprache oder von vielen Sprachen hat eben damit zu tun, dass Missionare sie angefangen haben zu verschriftlichen, damit die Bibel in die jeweilige Sprache übersetzt können werden und gelesen werden können. Auch die Menschenrechte basieren in vielem auf Vorarbeit, wo in der Kirchenrecht geleistet worden ist, und natürlich ganz grundsätzlich auf der Bibel und der Ebenbildlichkeit vom Menschen. Es ist unheimlich spannend, dem ein bisschen nachzugehen. Es gibt verschiedene Bücher, die das auf eine coole Art und Weise aufbringen. Wenn das jemand wundernimmt, darf er sich gerne melden, dann kann ich da Empfehlungen geben. Es lohnt sich, das mal ein bisschen sich mit dem auseinanderzusetzen. Jetzt natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass die Kirche bei vielen von diesen Aspekten auch sehr widersprüchliche Rollen hatte, sich teils auch sogar in den Weg gestellt hat, mehr Verhinderer war, als die es Fürste gebracht haben,
und oft auch nicht ein Segen für die Welt war. Ich glaube, zusammenfassend kann man es so sagen, wie wir es vielleicht in dieser Serie ja schon gemerkt haben, die Kirche war immer dann ein Segen gewesen, wenn sie ihrem Gründer Jesus ähnlich gesehen hat. Und sie war ein Fluch gewesen, wenn sie Macht über diejenigen gestellt hat. Und die Kirche ist heute noch dann ein Segen, wenn sie Jesus ähnlich sieht. Und sie wird zum Fluch, wenn sie Macht über diejenigen stellt. Und damit wären wir eigentlich auch beim Heute. Jesus hat direkt nach diesen Seligpreisungen, wo er ja definiert, wie das glückliche Leben, wer eigentlich wirklich gesegnet ist in seinen Augen, direkt nachher gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Bild von dieser Stadt auf dem Berg ist auch in Winterthur ja bestens vertraut. Es ist das Visionsbild, das ihr habt. Und die Frage ist ja dann immer wieder, wie kann jetzt die Kirche, wie können wir als Kirche ein Segen für die Welt werden? Was heisst das, eine Stadt auf dem Berg sein? Oder Salz sein, wo salzig ist? Etwas, was aufgefallen ist, dass die Welt immer wieder versucht, den Segen, den Gott durch die Kirche gebracht hat, zu kopieren und von seiner Quelle zu lösen. Von Gott loszulösen und versucht hat, den Segen irgendwo vorzubringen, anzubringen, ohne Gott. Das sieht man schon in dem Brief von dem Kaiser Julian, oder? Wo sagt, hey, wir müssen das auch machen. Wir müssen uns auch um die Armen kümmern und schauen, dass es ihnen gut geht. Aber nicht aus Nächstenliebe. Nicht aus Überzeugung, einfach aus Angst vor den Christen, weil sonst machen sie die und dann stehen wir schlecht da. Und so war es immer wieder, dass die Welt versucht hat, das Gute, den Segen, den die Kirche in Verbindung mit Gott gebracht hat, loszulösen von der Quelle und irgendwo zu kopieren. Und so geht heute vieles zwar auf die Kirche zurück, aber es wird nicht mehr mit der Kirche in Zusammenhang gebracht. Und doch merkt unsere Gesellschaft gerade heute immer deutlicher, dass das eben nicht ganz funktioniert. Dass Gutes, losgelöst von Gott, eben noch lange nicht Segen ist. Lebensspendend ist. Das Gutes, losgelöst von Gott, eben noch lange nicht Segen ist. Es ist vielleicht wie mit dem, im Bild vom Salz bleiben, wie ein Zopf ohne Salz. Habt ihr vielleicht auch schon gehabt, meine Mama hat jeden Sonntag einen Zopf backen und ganz selten hat es mal gegeben, dass sie Salz vergessen hat. Das merkst du einfach. Du kannst den Zopf tiptop essen, ernährt, ist immer noch gut, aber ist nicht gleich gut. Es fehlt. Das Spannende beim Bild vom Salz ist ja, Salz ist entweder Salz oder es ist nicht Salz, aber es gibt nicht Salz, das nicht salzig ist. Also wenn es fehlt, dann fehlt es. Und manchmal ist das wie so das Versuchen von Kopieren von Salz, wenn man versucht, das Gute, den Segen von Gott nehmen, aber irgendwie von Gott loslösen, es fehlt dann, es ist dann eben nicht mehr Salz, es ist einfach gut. Und gut ist immer noch gut, verstehen mich nicht falsch, gut ist immer noch gut, aber losgelöst von Gott ist es eben vielleicht nicht Segen. Und ich glaube, dass heute vielerorts Menschen wieder neu auf der Suche sind nach dieser Quelle vom Leben, weil sie merken, dass etwas fehlt. Und auch wenn die Kirche in der heutigen Gesellschaft oft als irrelevant angeschaut wird, bin ich überzeugt, dass auch gerade heute die Kirche wieder ein enormer Segen für diese Welt kann sein.
Und ich möchte mit euch zum Schluss noch 3 Sachen anschauen, was die Kirche denn machen muss, damit sie so zu einem Segen kann werden. Ich glaube, das Erste ist ganz einfach, sie muss sich an Jesus orientieren. Segen fließt dort, wo wir mit ihm verbunden sind und ihm vertrauen. Die Kirche wird zum Segen, wenn Jesus ihr Mittelpunkt ist und das Handeln und sie bestimmt. Darum lass uns als Kirche Segen und nicht Fluch wählen und uns an Jesus orientieren, ihn im Zentrum haben und auf ihn schauen, damit die Kirche tatsächlich ein Werkzeug vom Segen sein kann. Das wird uns ein bisschen anders machen. Das heisst, wir werden die Sachen anders werten und anschauen. Und es sieht vielleicht sogar manchmal im persönlichen Leben aus, als würden wir zu kurz kommen, wenn wir das machen. Aber es ist salzig. Und mich persönlich fordert das immer wieder auf, aus dieser Verbundenheit mit Gott zu leben und vor allem mein Vertrauen in ihn zu setzen. Das Vertrauen, dass der Segen dort fließt, wo ich ihm vertraue und nicht auf mich selber oder auf die Gesetze, die in dieser Welt herrschen. Und ich darauf vertraue, dass die Königreich Gottes Prinzipien, dass in denen der Segen zu finden ist und nicht in dem, was die Menschheit als Segen anschaut. Und ich glaube, durch das wird Jesus in der Kirche sichtbar. Und so kann sie zu einer Stadt auf dem Berg werden, zum Salz für die Erde. Aber wirklich kraftvoll wird das erst als Gemeinschaft. Es sind nicht einzelne Christen, die zum Segen für die Welt geworden sind. Auch nicht die Kirche als eine Institution, sondern als eine Gemeinschaft von Gläubigen. Die Bibel redet vom Leib Christi, vom lebendigen Leib Christi. Als Menschen, die miteinander in Beziehung gestanden sind und miteinander gehandelt haben. Und wenn wir von Kirche reden, dann meinen die Leute oft, Kirche ist ein Gebäude, eine Institution. Aber Kirche, das sind wir alle miteinander. Wir sind Kirche. Wir können die Parkarena weglupfen, die Hülle, und es wäre trotzdem noch Kirche, solange wir da sind. Im Johannes 13,35 sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und etwas, was ich immer wieder merke, ist, das funktioniert nur, wenn ich mich ganz einen Teil davon mache. Wirkliche Liebe ist nicht, wenn wir irgendwo ein bisschen am Rand hocken und zuschauen. Und gerade das ist manchmal Gefahr bei den Kirchen. Man kann so einfach kommen und reinhocken und so ein bisschen dabei sein, aber doch nicht ganz. Und ich möchte dich ermutigen, dich heute als ein Teil der Kirche zu sehen. Als Christen sind wir berufen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Wir sind ein Teil von dem Leib Gottes. Wir sind das erweiterte Volk Gottes. Und wir sind dazu aufgerufen, uns als einen aktiven Teil davon zu sehen, uns zu identifizieren damit. Und ich weiss, das ist ein bisschen unschweizerisch, oder? Wir sind manchmal gerne ein bisschen neutral, schauen ein bisschen, beobachten und ziehen dann so unsere Schlüsse für uns. Im Englischen sagt man, du musst Skin in the Game haben. Dich einen Teil davon machen. Und ich möchte dich einladen, dich ganz auf die Gemeinschaft der Kirche einzulassen. Und nicht nur am Rand stehen und zuzuschauen, sondern dich voll reinzugeben. Ein Herz und ein Anliegen dafür haben, dass die Kirche, dass die GVC Winterthur zum Segen für die Welt kann werden. Dass sie ein Ort ist, wo leuchtet, wo strahlt, wo glänzt. Wo Menschen ankommen können zu jeder Zeit und du kannst einfach sagen, hey, ist ein sicherer, es wird ihnen gut gehen. Und wenn du innerlich so einen Widerstand hast, dann vielleicht ist es gut, dem mal versuchen, ein bisschen nachzuspüren, an was liegt es. Sind es Verletzungen, die passiert sind? Was ist es genau, was dich hindert? Und vielleicht ist es auch mal gut, mit jemandem darüber zu reden und das versuchen zu klären oder das im Gebet von Gott zu bringen. Der dritte Punkt ist, das Licht leuchten lassen. Und hey, bei euch in Winterthur sieht man das so deutlich. Was passiert, wenn die Kirche zum Segen für die Welt wird?
Ich meine, schaut euch auf dem Areal um eine Quellenhof-Stiftung, das Town Village. Das sind alles Sachen, die aus den Kirchen heraus entstanden sind. Love in Action, IKG, Alpha Life, Seelsorge, die ihr habt, Missionspartnerschaften in die ganze Welt raus und noch vieles mehr. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat, glaube ich, mal der Stadtpresse von Winterthur gesagt, hey, ohne Kirche geht es nicht mehr. Und ich hoffe mega, dass du die Kirche auch ganz persönlich für dich als ein Segen erlebst. Für dein eigenes Leben. Vielleicht für das Leben von deinen Kindern. Weil es ist Teil von dem Segen Gottes, den er dem Abraham gegeben hat und es soll weitergehen, wo durch die Kirche auch uns zugute kommt. Und es ist, wenn wir als Kirche anfangen, den Segen weiterzugeben, einander und der Welt, dass es anfängt hell aufzustrahlen, das Licht. Wenn wir einander und der Welt dienen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir das machen können. Zum Beispiel bei den Kids, die Jesus kennenlernen dürfen, die Freundschaften pflegen können. Hier im Gottesdienst, in den Groups, im Love in Action, im IKG und so weiter. Es ist so wertvoll, der Segen, den die Kirche weitergibt. Hoffentlich auch für dich. Und darum sage ich mit dem Wort von einem bekannten Schweizer Pastor, hebt der Kirche Sorge. Vielleicht kennt ihr ihn. Aber wisst ihr was? Die GVC könnte noch so viel mehr zu einem Segen werden. Die Stadt auf dem Berg, die könnte noch so viel heller scheinen. Und fast immer sind es die Ressourcen, die bremsen und nicht die Vision. Und ich möchte dich darum dafür begeistern, dich auch mit deinen Ressourcen einzubringen und dich zu engagieren, damit die GVC eine hellstrahlende Kirche ist. Eine Stadt auf dem Berg. Und ja, am Schluss, es kostet etwas. Es heisst, irgendwo Opfer zu bringen. Und das muss nicht Finanzen sein. Aber vielleicht auch. Aber die Kirche ist so ein Segen, auch für euch hoffentlich, weil es da Leiter und Leute hat, zum Beispiel bei den Kids, die jetzt im Einsatz sind und nicht am Gottesdienst teilnehmen. Oder andere in anderen Bereichen ihre Zeit, ihre Energie, ihre Finanzen reingeben, damit die Kirche ein Segen für die Welt sein kann. Und das kostet manchmal. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es wohl diesen Helfern gegangen, diesen Leuten in dieser Kirche, die Basileias aufbauen haben? Wie hat sich das für sie angefühlt, wo sie sich dort um die Hungrigen und die Kranken gekümmert haben? Oder vielleicht sogar einfach aufgeräumt haben? Das war wahrscheinlich unspektakulär. Das war wahrscheinlich herausfordernd. Das war wahrscheinlich sehr anstrengend. Aber ist es echt wert gewesen? Ja, definitiv, oder? Es war vielleicht nicht super attraktiv gewesen, aber das gemeinsame Engagement, das die Kirche dort hatte, der Job, den sonst niemand gemacht hat, der ist zum Segen geworden für die ganze Welt. Und wir heute noch darüber reden. Jesus sagt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lass uns von einer Kirche träumen, die ein Segen für die Welt ist. Eine Stadt auf dem Berg, die unübersehbar ist. Ich glaube, das passiert, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die Segen statt Fluch wählt, die mit Gott, mit Jesus, der Quelle von dem Segen, verbunden ist und auf ihn ausgerichtet ist. Eine Gemeinschaft, die den Frieden sucht, eine Kultur prägt, wo Vergebung nicht nur möglich, sondern gelebter Bestandteil ist. Wo Beziehungen lebt, wo verhebt, wo das Wohl vom anderen im Sinn haben und wo nicht nur auf den eigenen Gewinn ausgerichtet sind. Eine
Gemeinschaft, wo auch die Armen und Schwachen wertvoll sind und wo sich zum Wohl der Gesellschaft einsetzt, sowohl lokal als auch global. Ein Ort, wo nicht der Starke und der Mächtige angesehener ist und gönnt. Ich glaube, dann wird die Stadt auf dem Berg leuchten. Dann wird da ein Ort sein, wo Menschen zu Quellen vom Leben geführt werden und den Segen selber erfahren. Dann wird es weniger Einsamkeit geben. Dann werden Ehen und Familien gestärkt und vielleicht wieder heil. Dann wachsen die Kinder in gesunden Familien auf und werden selber zu einem Segen für die Welt und nicht zu einer Belastung. Dann ist da ein Ort, wo Menschen Liebe, Würde, Heilung erfahren, Segen erfahren, die lebensspendende Kraft Gottes. Dann ist die GVC Winterthur ein Segen für die Welt. Blessed to be a blessing. Amen. Ich lade euch ein zum Aufstehen und wir gerne beten für uns alle. Vater im Himmel, ich danke dir, für dass du die GVC Winterthur so wunderbar gesegnet hast. Überall im Massen. Und dass sie so ein Segen dürfen werden für die Welt. Und Vater im Himmel, ich bete für die Gemeinschaft. Für die Menschen, die eben da zusammen Kirche sind, nicht die Institution, nicht das Gebäude. Dass es ein Ort darf sein, wo du aufleuchtest. Wo Beziehungen gelebt werden, die tief sind. Wo Menschen ein Anliegen und ein Herz haben für die Kirche und für die Welt, wo du uns drin hineingesendet hast. Für die Stadt, für Winterthur. Für die Armen, für die Schwachen. Für die dich besonders nötig haben. Vielleicht für die man es auch nicht ansieht. Und ich bete, dass die Kirche so eine Stadt auf dem Berg sein darf, die hell leuchtet, unübersehbar. Und ich bete für Menschen mit einem Herz und einem Anliegen, dass die Kirche genau das sein darf, die sich reingeben, die sich investieren, die sich als ein Teil davon sehen und damit identifizieren und sagen, ja, auch wenn es manchmal unspektakulär ist, auch wenn es anstrengend ist. Es ist unsere Bestimmung und unsere Berufung. Danke, Vater, für deine Gegenwart, Heiliger Geist, dass du durch den Raum gehst und in unseren Herzen hineinwirkst. Amen.